Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Wie es aussieht, geht's da weiter. Das heißt, wir gehen nochmal auf die andere Seite und gucken uns nochmal an, wie es dort drüber ausschaut. Könnte es sein, dass wir dann von da hier rüber kommen. Aber ich mag auf jeden Fall nichts verpassen. Es ist lange Jahre her, dass ich Dragon Age Origins das letzte Mal unabhängig mal gezockt habe. Insofern hätte ich jetzt schon ein bisschen Bock drauf, da nochmal drüber zu gucken, ne, dass wir irgendwas verpassen. Das finde ich immer ganz schrecklich, wenn man irgendeinen Scheiß verpasst. Ich bin ja so ein Aufdeckungsautist. Ich brauche das ja. Das ist ja schon Zwangsneurose, dass ich das machen muss. Nee, ich kann das einfach nicht ab, wenn ich so uraufgedeckt die Karte sehe. Boah. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ob ihr da so Zwangsneurose habt oder ob ihr denkt, ja, will ich jetzt nicht laufen, bin ich ein bisschen zu faul gerade vor, da hinzugehen. Man weiß es als nicht. Das würde mich mal interessieren. Ihr dürft liebend gern kommentieren und mal euren Senf zu Sache abgeben. Das würde mich wirklich interessieren. So, die niemals verwesende Kadaver von der dunklen Brut. Steigen wir gleich mal rein. Gucken wir mal, was hier Lustiges abgeht. Im Nimmerland. Ach, für Teufel. Ja, hier waren noch die Skelette von denen, die ich schon abgeschält habe. Die Erdsäule hier haben sie sich auch schön eingerichtet. Also ganz bezaubernd. Ah ja, da war schon ein Genlock auf der Brücke. Und ein Hurlock Alpha haben wir noch nicht abgegrast. Seppel, du liegt was. Mach's mal bitte weg. Und du hast noch ein paar Genlocks. Nicht was, die kriegen was ab, weil es lustig ist. Da. Moment. Okay, die Hotter. Mach bitte die. Ich will nicht reinlatschen müssen. Und die Kasper stehen allmählich wieder auf. Ja. Hauptsache Musik wie Sau noch dabei, ne? Ja, da kann er wieder jede Menge Dinger entschärfen. Die geben wesentlich mehr Erfahrungspunkte als die Genlocks selber. Großer, klarer Feuerkristall, warum auch nicht? Und da steht noch hier so ein Kasper rum. Stan, komm wieder zurück. Du machst hier wieder den Weg frei. Du sollst bitte hier weitermachen, aber na gut. Ja, Shelby, auf jeden Fall. So. Der hat noch ein bisschen Silber bei sich, nie verkehrt. Schwacher Wundumschlag können wir auch immer gebrauchen. Wir warten einfach mal, was das Seppel sagt. Nicht, dass er sagt, Ufbasser, Teller Eise. Nicht Reilatsche, Dummkopf. Ach, da kommt wieder was. Paar Genlocks nur. Warte mal. Die kriegen einen Sturmrei gepfeffert, weil sie dumm und hässlich sind. Und dann schauen wir mal. Zack. Dann werden die erfrostet. Dann zerschmettern wir. Und der kriegt Leber abgesaugt. Und dahinter schießt noch was. Oh, ein Oger ist noch mit dabei. Weniger schön. Halte mal der Gauler Heilmold Stan. Der sieht nicht gut aus gerade. Macht zusätzlich bitte noch Verjüngen auf Stan. Und wenn es dich bockt, wäre vielleicht Regeneration auch nicht schlecht. So. Gut. Den hat's erledigt. Da steht aber noch so ein Knetkopf. Deswegen machen wir nochmal Heilung auf Stan. So. Okay. Du nicht, vergiss es. Ich wollte eigentlich den Genlock hinter dir flattern. Und den du auch noch. Geben beide immer hier 40 Silber in etwa. So, hoppla, nochmal ein bisschen ans Mikro kommen.
Ja, die haben doch ordentlich was dabei. Zuerst nochmal den Genlock. Der Oger hat einfach noch einen Wundumschlag dabei, weil es halt ein Oger ist, der sich um seine Gesundheit kümmert. Wahrscheinlich hat er noch einen Proteinshake oder sowas dabei. Dann haben wir nur Nimik Funner. So, das war Höhere. War 50 EP. Und das war auch eine höhere Truhe. Ja, da sind wir doch froh, dass wir das Seppel vollkommen geskillt haben in dem Bereich, oder? Kodex über die Kreuzungsherumtreiber. Sehr spannend, die Literatur bestimmt. Okay, was gibt's denn? Ja, ja, okay, alles klar. Du kommst dann wahrscheinlich zur Kreuzung, ne? Das wäre dann wohl die eigentliche... was macht denn hier die schöne Geräusche? Ah, du hübscher Kreischer. Das wird dann wahrscheinlich die eigentliche Carradines Cross hier sein, ne? Hallöle. Voll Deibel. Okay, die können betäuben mit ihrem Gekreischer. Gut, also wir sammeln mal gut Gold, wenn jeder so knapp 20 Silber gibt. Irgendeiner plärt doch noch im Verborgene vor sich hier. Ja, wir werden es schon früh genug abkriegen. Großer Schild der dunklen Brut. Geil. Ah, okay. Wir kommen doch nicht bis ganz durch, wie es aussieht. Denn der Weg zum Dimhold ist versperrt oder so ähnlich, ne? Die Toten halten den Weg, oder wie war das? Ne, hier geht's lang. Okay. Genau. Da kommen wir dann hier durch. Und dann sind wir wieder da, wo wir ursprünglich angefangen haben. Fallen denn Darkspawn dann auch noch in der Rücke, die da wahrscheinlich noch rumlungern werden. Vermut's jetzt einfach mal. So ganz tollkühn. Statue, Schutt. Hallo, Statue. Irgendeiner ist da noch? Geschichte von Orzammar Kapitel 1 über die Frühgeschichte der Zwerge. Tiefe Wege und da schimmelt Bronto Genlock rum. Okay. Na dann wieder in die Richtung, weil noch wollen wir nicht so eine tiefe Wege. Ah, ihr Mistviecher, dass ihr die arme Tiere für sowas verwendet. So, dafür wärst du zerschmettert. Du Widerling, zwingst mich Tiere zu töten. So. Wenn, dann wäre ich doch wenigstens dafür, den Bronto noch zu essen, so köstlich wie der aussieht. Oder zumindest für Blutwasch zu verwenden. Der Blut nämlich ganz schön. Ah ja, da gibt's echt ordentlich Geld zu verdienen. So, Genlock Läufer. Ich habe Säufer zuerst gelesen. Hab gedacht, na toll, jetzt kommt noch die Drunken Master von deiner. Ja, komm. So, das ging nur relativ fix. Und der Säufer hat noch eine Säureflächle bei sich. Njam, 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 njam. Ja, da geht's auch noch mal in ein Gebiet rein. Du ist noch der Ende Genlock-Läufer hier verschwunden. Ja gut, dann sind wir dann eigentlich, wie ich gesagt habe, in der Rücke. Uiuiuiui, das ist aber haarscharf. Gerade noch so. Stolperdraht, da wäre ich wahrscheinlich in die nächste Feuerballreihe gerannt. Das Schießpulver wäre wohl auch noch hochgegangen, ne? Ja, wir nehmen wohl alles, was nicht drin ist, ne? So, da haben wir hier noch zerbrochene Stähe. Geh hier! Schutt, Wegmarkierung. Kodex über die Kreuzungsherumtreiber. Ja, geil. Gefrorener Blitz. Das sind auch noch Wegmarkierungen. Wir wollen so systematisch wenigstens abgehen, ne? Glasphylakterion, da wird wahrscheinlich wieder ein Leichnam, sage ich, ein Wiedergänger wahrscheinlich wieder drin setzen. Wir machen es natürlich auf, das muss ja so sein, ne? Zwischen all den verschiedenen Behältnissen glitzert auch etwas anderes. Ein kleines Glasphylakterion steht auffallend für sich allein.
Der Bereich ist natürlich, unnatürlich kalt. Dunkle Schatten wirbeln um ein Stück Papier in dem Fläschchen. Das Fläschchen nehmen. Das Glas zerbricht, als du es berührst. Wie könnte es auch anders sein? Und der Overdrecksack vom Dienst erscheint. Natürlich mal wieder ein Wiedergänger. Das muss so sein. So. Ja, wir probieren dann mal ein bisschen Ei zu heizen. Ich meine, gegen Kälte sind sie ja größtenteils immun, die Typen. Aber mit Feuer könnte man nur noch kommen. So, upsie. Ich bin kurz vor Tod. 150 geben die mittlerweile. Nicht schlecht, Herr Specht. Also die bringen schon mittlerweile ordentlich was. Papierfetzen, starke Eissalbe, starker Wundumschlag. Alles klar. Da geht's auch noch wo hier. These crows of yours, Zevran, are they as extraordinary as you claim? They all but rule over my homeland. Do you find that extraordinary? If true, are they so powerful simply because they are very good at what they do? Or is there some secret to their power? If there were a secret, it would only remain so if it were not told, my dear. You are no longer bound to such a code? Or do you believe their wrath will be greater than it already is, should you speak out of turn? It may be that I simply do not wish to tell you. You get the most delightful wrinkle in your brow when you are curious. I see. You are impossibly frustrating, you know this. I do. It is part of my charm, or so I'm told. Okay, wisst Bescheid. So, dann geht's da noch wo hier. Da können wir noch hier irgendwo Ei biegen. Ich will aber gucken, was da noch ist. Ob man da noch irgendwo hinkommen, ja. Jetzt auch noch wo hier. Und da kommen wir auch noch mal zu den tiefen Wege. Okay. Siehst mir hier noch, ups, jedes Mal komme ich an den Scheiß an meinem Mikrofon noch. Dann gucken wir erstmal natürlich die kleine Höhle uns noch an. Ja, das wird wahrscheinlich verbunden sein und da geht's auch noch wo hier. So. Gucken wir doch einfach mal. Was sind denn das für Geräusche, Alter? Für Teufel. Also ihr seid ja echt ein paar eklige Gestalter. Sag denen, dass ich sie hasse. Aber Hauptsache episch wie Sau die Musik, ne? Gut, die geben nix ab. Ja. Ich hasse so habe nichts. Zerbrochener Stell. Na, lass die mal ankommen. Oga Alpha auch noch Igitt. Aber aufgekehrt wird. Also ich will doch mal ein bisschen aus der Schussbahn rausgehen. Upsala. Was machst du mit Stan? Herr Uff. Morrigan, heil den mal lieber. Das sieht man nicht gerade so geheuer aus. Der versucht nämlich gerade Klassiker König Kalens Magenquetscher. Der patentierte König Kalen, oder wie er hieß, Kill. Starker Wundumschlag. Eieiei. Immer diese sorgsame Oger, die sich selber heilen. Warte mal. Da kam er, glaube ich, her, ne? Das ist dann wohl seine leckere Wohnhöhle, die er für sich beanspruchen darf, weil er der Oger-Alpha ist. Sogar mit Badwann. Mhm, für den feine Herr. Okay. Ja, da lauert noch irgendein anderer Darkspawn. Soll mir aber ziemlich egal sein, die schnappen wir uns. Was war Stück rum? Ja, stinkt normal die Darkspawn. Du herrschst mal auf mit dem Scheiß. Das sieht man nicht geheuer aus, was du da machst.
hauen mal lieber um und du heilst mich bitte. Hier machen wir noch ein bisschen Schock. So. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Hat der Gesandte auch noch was? Oberflächlergriff. Der Griff eines hochwertigen Elfenschwertes. Eine unfertige Inschrift leuchtet schwach, ob des verwendeten Lyriums, bleibt aber unleserlich. Die Ehre des Oberflächlers. Okay. Wahrscheinlich so ähnlich. Also bei Baldur's Gate habt ihr das ja auch bei mir gesehen. Da gibt es danach so unterschiedliche legendäre Dinger, deren Einzelteile man zusammentragen muss. Das wird wohl auch ähnlich so sein. Fähigkeit unzureichend. Na toll, was kannst du eigentlich? Okay. Ja, dann kommen wir wieder dort raus, wo wir eigentlich gelandet sind. Ich mag gerade mal gucken, wo es noch zum Ortanteig so rumgeht, ne? Die Inschrift auf der Tafel lautet Lobpreisung auf den Stein. Er möge uns stets mit offenen Armen empfangen. Ja, das bringt mir jetzt leider wenig. Okay, dann gehen wir halt nochmal den Weg. Also das ist meiner Meinung nach nicht gerade die tollste Wegweisung. Singet Loblieder auf den Stein. Leck mich. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Sind da wieder nur irgendwelche dumme Zwerge-Kalendersprüche drauf? Das kann man nicht mal mehr lesen, so dumm wie es ist. Wahrscheinlich hat er sogar die dunkle Brut geärgert und sogar die Hens ausgetilgt, damit man es bloß nicht mehr lesen muss, dann Scheiß. Ich weiß nicht, Genlocks könnten ja meiner Meinung nach durchaus mal Zwerge gewesen sein, von daher, ne? Ach Gott, Paragon Elahan starb, um diese Steine aufzustellen. Dummkopf. So ein Scheiß, den ich nicht sterben wolle. Der da? Okay, ja, wer noch Orsama will. Möge bitte einmal zur Intrigengasse und in die Lügenallee einbiegen, wo der königliche Palast steht. Okay, ich glaube im Endeffekt müssen wir dann doch da lang, weil einfach das am nächsten ist, ne? Ganz einfach. Wahrscheinlich kriegen wir eh schon den Weg zum Ort am Teig freigeschaltet, wenn wir in einer von den zwei Richtungen abbiegen. So. Kleiner blutiger Sack. Apropos kleiner blutiger Sack, da steht schon der nächste Genlock für uns bereit. Rumpf in einem Sack. Neue Quest zerschnitten. Warum erinnert mich das nur an Kangax? Aus Baldur's Gate, ne? Zerschnitten. Du hast die Überreste einer Kreatur des Nichts gefunden, die sich möglicherweise selbst verstümmelt hat. Die Notizen deuten darauf hin, dass die Tat nahe Caradins Kreuzung in den tiefen Wegen vollbracht wurde. Geil. So, machen wir das mal so. Dann Dendo noch. So, noch ein bisschen Blitz. Und dann bleibt hier nur noch der Knetkopf vom Dienst. Ah, da hinten ist noch sind noch Tiefenlauerer. Ach, in der Zwischenzeit flatter ich einfach mal. Sieht nämlich so aus, als hätten sich die dunkle Brut hier, die Tiefenlauerer, als Haustiere oder Kampftiere versucht zu halten. Hat wohl nicht so funktioniert, wenn ich mal die Käfige so arg gucke, weil die tote Tiefenlauerer drin sind. Okay. Gut, der hat noch was. Ein bisschen Silber. Der hat noch eine Säurebeschichtung. Nehmen wir auch alles mit. Ist dann wieder so ein Quatsch, den wir verschwenden, den wir wegschmeißen können. Okay, da geht's doch noch mal ein bisschen tiefer rein als gedenkt. Das sind Tiefenlauerer. Auch wenn es so nett froh ist, ja, schon ein paar Mal gesehen. So, kriegen wir beide. So. Da war noch was, ne? Sarkophag, zerbrochener Stein. Und wieder noch so ein paar Tiefenlauerer, die werden allmählich nervig. Zack. Rufende Wetter. Okay.
Genie. Alter. Jetzt werden sie allmählich aber wirklich tollkühn, die Viecher. Warte mal. Mal von denen nicht welche mitkriegen. So. Dann so. Ah, das ist sogar der A-Führer, den ich gerade angreife. Der gibt sogar 30 und da ist noch ein A-Führer. Hat der gerade eben Fähigkeit gehabt, die sich Versammlungsansprache nennt? Naja. Wisst was? Es ist mal wieder Zeit, sich ein Lyrium-Tragenkrei zu zwitschern. Und dann drohende Wetter, ne? Einfach Welle um Welle überstehe. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Nö. Was ist denn das? Tiefenlauerer Matriarchin. Die gucken wir uns mal näher an. Oh, das sieht ein bisschen bunter aus. Okay, die hat auch ein klein bisschen mehr drauf. Okay, Morrigan tut sogar ein bisschen weh. 115. Ja, lecko mio. Dabei hat sie leider nix. Ah, das sind Brutstätte von Tiefenlauerer. Lecker. Direkt beim Sarkophag gelegen. Was für praktische Lage. Schwere zwergische Stiefel aus Silberit. 2 Paar. Wer nimmt dann 2 Paar Stiefel mit ins Grab? Naja, es gibt schon komische Leute. So, da geht's dann wo hier? Für zerbrochene Stähle mit 2 tiefe Pilze drin. Brauchen wir unbedingt. Und im Schutt über die Kreuzungsherumtreiber natürlich einmal wieder. Okay. So. Dann dürfte man eigentlich so ziemlich jeden Fleck Abgang sein hier, ne? Und ich glaube, dann können wir gerade noch hier weitergehen. Wir haben eigentlich alles. Warte mal, halte mal eine Gaul an. Von da sind wir gekommen, dann sind wir hier und hier rumgewurschtelt, haben uns das angeguckt und das angeguckt. Jetzt geht's da oder da lang. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier aus geografischer Bequemlichkeit. Und dann müsste es eigentlich weitergehen Richtung Ortanteig, ne? Der Weg haben wir uns ja dann, also wenn man das jetzt rein storytechnisch sieht, haben wir uns den Weg weitergekämpft und im Endeffekt führen wohl dann alle Wege Richtung Ortanteig. So. Ja, da geht's wieder weiter auf dem Highway. Ortanteig, genau. Und so als in die Richtung. Gruppe sammeln und weiterziehen. Da haben wir so Ortanteig, genau. Da ist das Quest-Symbol drüber. Caradins Kreuzung, Edukenteig, Ortanteig. So, das geht sogar ohne Zwischenkampf. Und wir sind im Ortanteig. Jawohl, perfekt. Sehr, sehr schön. Da bin ich immer gespannt. Das ist ja wohl jetzt hier ein offizieller Weg über die tiefen Wege, also über die Zwerge-Highways. Do you always begin conversations this way? It's your rank, is it not? I've met a few Kunari in Antiva, you know. Not much for conversation, but some of them are quite easy on the eyes. Those are not Kunari. No? They are what then? Very large dwarves with comical accents? They wear the faces of Kunari, but they are Tal Vashoth, fiends of Saheron. They have abandoned the Qun. With titles like your own, though. Which makes me curious, what is your name then? Sten is enough. But it is not your name. It is who I am. Ja, Sten ist mal wieder absolut redefreudig ohne Ende. Oh, da liegt jetzt sogar schon der Ogre-Kadaver und ein paar Spinneligen auch noch rum. Ja, klasse. Das bezeichnet ja schon sehr, was uns hier erwartet wird.
Müssen wir gerade mal gucken, ist das was Nee, es ist einfach nur wieder ein selbstgegrabener Tunnel. Das wäre dann wahrscheinlich der monumentale Eingang zum richtigen Ortanteil gewesen. Weil wenn man sich das eher so vorstellen kann, dass das so Zwerge-Adelspalastalage waren, die mit Arschloss an der tiefe Wege lagen, dann werden die ja wohl nicht über so ein gerissen die Wand oder so erreichbar gewesen sein, sondern mit einem repräsentativen Tor, wo man dort einbiegen können und so weiter und so fort. Ich würde aber sagen, ihr liebe Leute, wir machen an der Stelle hier unseren Cut. Es bietet sich einfach hervorragend an. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.